Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüß euch miteinander, meine Lieben. Herzlich willkommen bei uns im Labor. Meine Damen und Herren daheim, schön seid ihr da. Willkommen zu unserer traditionellen Plauderstunde am Donnerstag am Abend. Also für heute haben wir ein paar ganz besondere Sachen parat gemacht. Wir haben gefunden, wir möchten euch ein bisschen erzählen, was das Leben also im Laufe eines Daseins alles obendrauf geben kann. Sei es in Form von einem Schicksal, sei es in Form von einer Karriere, die immer noch eins obendrauf kommt, oder von einem Chapeau, den man so oben draufsetzen kann und dann am Schluss der Erscheinung noch der letzte perfekte Schliff gibt. Oder? Ja, sieht doch toll aus. Ja, also, meine Damen und Herren, meine Gesprächspartner heute Abend sind folgende Gäste. Für sie beide hat vor über 10 Jahren eine Naturkatastrophe alles in Frage gestellt. Sie haben beim Tsunami in Thailand ihre Partner verloren, aber heute sind sie ein glückliches Paar. Und sie hat für jedes Gringli den richtigen Deckel. Ihre Hüte sorgen dafür, dass man auch oben aus richtig angelegt ist. Und er könnte eigentlich als Pensionär nach einem erfolgreichen Leben zurücklehnen. Aber als neue Berufung trägt er Filme gegen Hunger oder auch eben gegen die Arbeitslosigkeit. Ja, meine Damen und Herren, und meine ersten beiden Gäste, sie teilen miteinander nicht nur Tisch und Bett, sondern sie teilen auch zusammen ihre absolute Passion für einen Beruf, wo sehr viel... Was passiert jetzt da drinnen? Nein! Hör auf! Jetzt ist doch noch besser. Oi, 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 oi. Ich bin noch Labor. Hallo, Marcel, Dani Bettina. Stuntman und Stuntwoman Bettina und der Marcel Stucki nehmen Platz. Das ist jetzt aber gerade ein bisschen heftig zu und her gegangen. Ist das bei euch daheim noch so? Ihr seid ja ein Paar. Also, wenn man Meinungsverschiedenheiten hat, dann wird die Vase über den Tötz abgeschlagen. Ja, das kommt schon vor. Ist das so? Nein, nicht. Nein, das ist ein Beruf, den wir beide sehr gerne machen und beide lieben. Und daheim sind wir völlig normal. Völlig normal? Völlig, ja. Mit den Kindern beiden werden auch nicht anstatt Sonntagsspaziergänge irgendwelche Bungee-Jumping im Huckepack gemacht? Ja, wir haben natürlich schon bei uns das ein oder andere Spielzeug, das die Kleinen auch schon brauchen können. Wir haben auch ein grosses Trampolin im Garten, wo der Kleine natürlich auch schon gerne drauf rumspringt. So solche Sachen, ja. Was war zuerst? Die Liebe zueinander oder die Liebe zum Beruf? Die Liebe zum Beruf. Ja, die Liebe zum Beruf. Wir haben eigentlich durch das kennengelernt. Ihr habt einander bei der Ausbildung lernen können? Genau, ja. Also wir haben uns eigentlich in Amerika lernen kennen. Genau. Und lustig ist ja, dass wir eigentlich nicht so weit weg voneinander wohnen, eigentlich in Bern, und haben uns aber dann eigentlich in Amerika erst richtig lernen kennen durch die Ausbildung. Und so sind Jetzt kann man ja nicht in der Schweiz einen Fachausweis eidgenössischen fürs Tanz machen, sondern du hast es schon gesagt, man muss das nach Amerika machen. Ja. Wo lernt man das am besten? Ja, das ist eine gute Frage. Also am besten macht man mal einen Grundkurs. Das spielt echt nicht so eine Rolle, wo das ist. Das kann in Deutschland sein, es kann in England sein, es kann in der Schweiz sein, bei uns zum Beispiel. Wir machen das auch. Und Amerika ist natürlich einfach toll, weil es einfach das Land ist, wo das einfach gross ist, wo das Tanz gross ist, wo Filme gross sind. Und man muss dann einfach an die richtigen Leute herkommen und arbeiten und ich sage immer Gasflaschen schleppen ein Jahr lang und dann hat man dann vielleicht mal eine Chance, einen Tanz zu machen. Es gibt ja so einen Guru, was Tanz anbelangt, aber der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Etwa 80. Kann man von dem noch etwas lernen? Ja, man kann sicher gerade von den älteren Leuten oder solchen Leuten, die schon länger im Business sind, natürlich etwas lernen. Und das Beste, denke ich, ist wie bei einem Schauspieler auch, der vielleicht so ein bisschen jemanden hat, der einem hilft, der einem am Anfang zeigt, was durchgeht. Genau, eben jemand, der viel Erfahrung hat, oder? Da kann man sehr viel lernen. Ja. Wie ist jetzt die Arbeitsteilung zwischen euch beiden? Also du machst die harten Sachen und sie spielt gleich
Ja, meistens umgekehrt. Nein, es ist natürlich je nach Auftrag. Wir haben ja da nicht so grossen Einfluss darauf, was gedreht wird, sondern wir werden ja dann angefragt und dann schauen wir, wer wo im Einsatz steht. Oder? Das ist immer unterschiedlich. Gibt es denn so Lieblingseinsätze bei dir, Bettina? Ja, ich brenne sehr gerne. Du brennst sehr gerne? Das finde ich etwas wahnsinnig Tolles. Es sieht echt so cool aus. Wenn man so in Flammen steht, das Bild von diesem Feuer, das ist unglaublich. Und es fühlt sich auch, also man kann das gar nicht beschreiben. Es ist so, man spürt das Feuer nicht, erst wenn es nach einer Zeit warm wird. Aber sonst hat man das Gefühl, man hat gar nichts an sich und man bewegt sich irgendwie, man weiss, wie man sich muss bewegen, dass es nicht ins Gesicht kommt. Aber es ist einfach etwas Tolles. Gibt es denn da nicht plötzlich Panikattacken, wo man spürt ja, dass die Flammen oben rauskommen, dass man plötzlich Schiss bekommt? Ja, das wäre schlecht, ja. Das wäre nicht so gut. Nein, also bisher haben wir das nicht erlebt. Sicher gibt es manchmal Situationen, wo man vielleicht Angst hat vorher oder nicht genau weiss, wie man so etwas machen soll. Aber für das tun wir ja eigentlich auch vorher proben oder alles testen und im Vorfeld viel trainieren, dass eben man eigentlich wie eine Routine auch gewisse hat, um solche Sachen zu machen. Oder? Die Leute sagen immer wieder, die sind vielleicht Adrenalin-Junkies. Ja, das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, weil das Adrenalin kommt ja meistens bei Sachen, die man macht, weil man sich muss überwinden für etwas. Und bei uns ist es eher so, dass wir ja die Sachen antrainieren. Und das Adrenalin ist manchmal so ein gewisses Nebenprodukt, aber nicht, dass wir das suchen. In dem Sinne. Kann man in der Schweiz davon leben? Ja. Ja, wir haben eigentlich mehrere Jobs noch, oder wir haben ja einen Kurs, den wir anbieten. Es hat viele Sachen, die das beinhalten. Es ist jetzt nicht nur einfach jeden Tag irgendwo die Stege runterfallen. Bettina, man hat dich im Bestatter gesehen, in einer unglaublichen Szene, nämlich ein Auto, das dich angefahren hat. Wir schauen uns die schnell an, dass wir ein bisschen spüren, wie heftig das zu und her geht. Das ist jetzt noch die Schauspielerin. Aber ich meine, das tut weh, oder? Ja, es tut weh. Ja. Also kann man nicht lügen, es tut wirklich manchmal weh. Und das gehört einfach ein bisschen dazu. Mit dem. Entweder man kann mit dem umgehen oder man wird nicht standfroh. Hat es schon schwere Verletzungen gegeben? Nein, ich habe mal Bänder angerissen in der Schulter, aber das war das Schlimmste. Mit was? Lässt du dich von jedem anfahren? Nein, gar nicht. Nein. Nein. Das war der René, der hier gefahren ist. Das ist einer, der regelmäßig mit uns zusammenarbeitet, der von Bern ist. Und das ist wichtig. Das ist vor allem für mich, für andere auch, aber für mich ist es noch mal wichtiger, dass ich die Leute wirklich kenne, die ich mit ihnen zusammenarbeite. Weil ich will nicht einen, der dann irgendwie nervös ist und dann plötzlich zu schnell fährt oder zu früh abbremst und dann stimmt das Timing nicht mehr und dann kommst das ist einfach, es muss jemand sein, der dich kennt, jemand sein, den du kennst, dem du vertrauen kannst. Jetzt hast du den Herzpöpperle, wenn sie in so einem Einsatz ist, dass alles gut geht? Ja, sicher. Bei dem war es so, dass ich an diesem Tag auch dort war und quasi verantwortlich bin für die Aufnahmen. Und wenn sie natürlich näher im Einsatz steht, dann ist es für mich schon noch speziell zum Zuschauen. Ja, das alles hoffentlich gut kommt. Alles oder? hoffentlich gut geht. Du hast Chemielaborant gelernt. Ursprünglich. Ja, genau. Mindestens ein anständiger Beruf gewesen, Ja. haben wahrscheinlich die Eltern gesagt. Genau, ja. Aber vielleicht hilft das auch jetzt in deinem Metier, weil man muss ja immer wieder Zeug in die Luft jagen. Das Genau. machst du extrem gerne, oder? Genau, so Spezialeffekte gehören natürlich auch zum Repertoire. Und da hilft es natürlich, dass ich mal so eine Ausbildung gemacht habe. Wenn man etwas in die Luft sprengen oder Feuer oder so, dann macht das natürlich dann, ziemlich Spass. Also das Kind im Mande, aber das sieht ja auch ziemlich brutal aus. Auch von dem haben wir ein paar Bilder, nämlich ein Auto, das dank deinem richtigen Timing und auch dem richtigen Sprengstoff, der da ist reingeladen wurde, ziemlich wild durch die Luft gegangen ist. Das ist ja unglaublich. Das Ding ist ja meterweise geflogen. Ist das ein Plastikauto gewesen, oder was? Nein, das ist schon ein richtiges Auto mit richtigem Motor alles. Da braucht es einfach eine gewisse Geschwindigkeit und eine gewisse Rampe, die drüber gefahren ist, mit diesen ganzen Spezialeffekten, mit dieser Explosion, dass eben eher so die Illusion entsteht, dass das Auto so durch die Luft geflogen ist. Ja, Also das heisst, man muss da sehr genau arbeiten. Genau, ja. Timing ist natürlich bei uns sehr wichtig. Vorbereitung, also ich sage immer, 90% von einem Stunt ist Vorbereitung und 10% ist dann
der Stand, oder viel Zeit geht drauf zum Vorbereiten. Das Auto kann man nicht 20 Mal in die Luft jagen und ich habe das Gefühl, du lässt dich auch nicht gerne 100 Mal anfahren, bis das nachher noch richtig sitzt. Ja, das ist schon so, ja. Und darum macht man Dry Runs, das heisst, man tut es einfach mal, ohne dass man wirklich den Stand macht, einfach mal das Timing schauen, dass man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist und vorher trainieren, wenn es irgendwie möglich ist, dass man einfach wirklich am Tag X, dass man parat ist und das möglichst schnell in den Kasten bekommt. Gibt es Sachen, wo ihr einfach sagt, nein, mache ich nicht, macht mir Angst? Ja, das hat es bis jetzt in dem Sinne noch nie gegeben, weil Szenen, die wir dann ausarbeiten, überlegen wir uns, was gibt es für Möglichkeiten, die Szenen gefährlich auszusehen, ohne dass es effektiv Todesgefahr ist. Und da haben wir bis jetzt eigentlich immer eine Lösung gefunden, wie wir das umsetzen können. Wann ist der nächste Einsatz? Ja, da ist jetzt morgen ist beim Tatort haben wir einen Einsatz, wo wir so mit einem Lastwagen Stand machen, aber genaueres kann ich jetzt da natürlich nicht verraten. Da lassen wir uns überraschen. Also das nächste Mal, wenn wir einen Lastwagen sehen, durch die Luft wirbeln und eine Lastwagenchauffeuse irgendwie rauskumpelt, dann wissen wir, das sind die zwei, die wir hier lernen kennen. Habt Sorge zu euch. Merci vielmals. Und alles Gute. Danke vielmals, Bettina. Danke. Alles Gute. Danke. Ja, da haben wir schon mal einen oben drauf gegeben, meine Damen und Herren. Wenn man die Karriere von meinem nächsten Gast so im Rückblick anschaut, dann ist die schon per se sehr eindrücklich. 25 Jahre war er bei unterschiedlichen grossen Schweizer Unternehmen als CEO tätig gewesen. 5 Jahre lang war er beim SECO der Chef gewesen, also Staatssekretär für Wirtschaft, einer der höchsten Bundesbeamten, und hat nachher auch noch ein Mandat gehabt als Verwaltungsrat bei der Credit Suisse. Und dann, nach der Pensionierung, hat er eigentlich auf irgendein nobles Kreuzfahrtschiff durch die Welt gondeln und sich langweilen. Aber das hat er gefunden, sei jetzt nicht seine Sache, sondern er will noch einmal etwas Neues lernen. Hat gelernt filmen und macht jetzt schon im hohen Pensionierungsalter am Laufmeter sehr berührende, sehr interessante Dokumentarfilme. Wer dahinter steckt, lernen wir jetzt kennen. Herzlich willkommen, David Sitz. Bei uns hat es ein bisschen Scherben gegeben. Willkommen, dort ist er da. Danke. Ich habe vorhin gesagt, eine unglaubliche Karriere, die ihr da gemacht habt. Andere lehnen sich zurück oder schreiben Bücher. Ja. Ist das eine Option gewesen? Nein, eben genau nicht. Also ich habe mir natürlich überlegt, nach dem SECO, ja, jetzt habe ich wahnsinnig viel gelernt und ich habe auch gesehen, dass viele Leute über die wirtschaftspolitischen Zusammenhänge nicht so ganz im Bild sind, wie es vielleicht könnte sein. Die meinen damit auch Politiker? Ja, ja, oder auch solche, die Politiker sind, aber ich habe dann bald gemerkt, die wissen es ja eigentlich. Und darum habe ich mich dann eher ein bisschen fokussiert auf die mal Politiker werden. Und das war die Motivation? Das war die Motivation. Und das Buch habe ich gedacht, ja, liest doch niemand. Und in mir stinkt es auch, ein Buch zu schreiben. Und dann machen wir halt Film, das ist ein bisschen moderner. Und ja, wir haben es gemacht. Film machen heisst ja nicht einfach herstehen und dann passiert, sondern es ist ein Metier, das man lernen muss. Ja, also, was man muss lernen, die richtige Crew haben. Mit der man zusammenarbeitet. Wenn ich jetzt so ehrlich bin, natürlich, ich bin in New York in die Filmschule gegangen, aber das war mehr ein bisschen zum Schnuppern. Und es war natürlich lustig, weil ich als uralter Mann dort mit 20-jährigen Studenten oder am gleichen Tisch gesessen bin und jeder hat sein Drehbuch schreiben und so und keiner hat verstanden, was der andere geschrieben hat und so. Das war schon noch lustig, aber eigentlich kann ich das nie brauchen. Aber in dieser Zeit seid ihr ja noch im Verwaltungsrat von der CS. Also ihr seid sozusagen als geschniegelter Herr zum Hochhaus rausgekommen und übergelaufen in die Vorlesung an der Filmschule. Die Vorlesung ist übertrieben, aber es war genau so. Es waren 2 Blöcke noch. Das hätte man können, eigentlich zu Fuß machen, aber ich kann weder im einen Tönü noch im anderen Tönü am anderen Ort sein. Das wäre jetzt wirklich nicht gegangen. Und wie hat der Kollege reagiert, als er gesagt hat, ich fange jetzt an zu filmen? Ja, also in Bern, als ich gesagt habe, ich will jetzt das machen, hat mir niemand geglaubt, oder? Und ja, das war mir ja gleich gewesen, oder? Also, ich meine, ich habe gesagt, ich beweise dann schon, wenn ich wirklich auch der Meinung bin, das ist es jetzt, oder? Ich habe es ja auch nicht gewusst. Ich habe überhaupt keine Beziehung gehabt zum Film. Und dann aber nachher, haben sie dann auch, so langsam hat man von den
Ungläubigkeit, ist man dann gesagt, doch, ist etwas. Und, Es sind immerhin 4 Filme entstanden, zu sehr heftigen Themen, zum Hunger, zu der Entwicklungszusammenarbeit, jetzt einer zur Arbeitslosigkeit. Was wollt ihr denn jetzt zum Beispiel im Film Hunger den Leuten klar machen? Also mir geht es bei allen Filmen, und alle sind ja eigentlich basiert auf der wirtschaftlichen Veränderung wegen der Globalisierung. Oder? Und in allen 4 Themen möchte ich eigentlich zeigen, was Globalisierung bedeutet, was sie bewirkt. Und es gibt immer Gewinner, es gibt immer Verlierer. Ich will aber auch, dass die Leute sich wirklich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Selber, ich tue also nicht irgendwie sagen, so muss man machen oder so muss man es machen, sondern ich tue immer darstellen, wie ich es erlebe, und tue es ein bisschen ambivalent pro und contra zeigen und will die Leute dazu bringen, dass sie sich selber anfangen, Gedanken machen zu dem Thema und eine eigene Meinung bilden. Kann man das Problem Hunger lösen? Problemlos, wenn man will. Aber man muss wählen. Also Ressourcen, um die Leute zu ernähren, da kann man auch 12 Milliarden ernähren, das ist überhaupt keine Sache. Man tut ja jetzt schon 30% von dem, was man produziert, fortschießen. Ja. Aber es ist das Problem von der Verteilung. Wo ist Nahrungsmittel? Wann ist Nahrungsmittel um? Wer kann es sich leisten? Oder? Das sind Probleme. Und das ist ein Verteilungsproblem, das ist ein Logistikproblem. Und das Problem ist auch, dass die reichen Nationen ihre Landwirtschaft so subventionieren, dass die Armen auf dem Markt, armen Länder auf dem Markt gar keine Chance haben, ohne Subventionen konkurrenzfähig zu bleiben. Absolut. Also das ist leider ein ganz grosses Thema. Es ist nicht mehr so schlimm wie auch schon. Oder? Exportsubventionen in der Landwirtschaft, das ist ein ganz grosses Thema gewesen. Aber da hat man zum Glück jetzt in der WTO ein bisschen bremsen können. Die Schweiz ist eigentlich nicht gerade das Musterbeispiel dafür. Oder? Also wir sind da eigentlich ein liberales Land, aber in dem Fall eher ein bisschen protektionistisch. In 5 Jahren, um jetzt gerade beim Hunger zu bleiben, beim SECO, es hat ja Leute gegeben, die haben gesagt, das sei eine Fehlbesetzung, weil sie wahrscheinlich das Gefühl hatten, ihr wollt zu viel verändern. Ja, erstens einmal haben natürlich die Hälfte der Leute gefunden, oder ich sei ein Repräsentant von den Arbeitgebern, oder? Und das geht doch nicht, wenn einer, der von dieser Seite herkommt, der zuständig ist für die Arbeit. Oder? Das war mal schon ganz suspekt gewesen. Und zweitens ist es natürlich schon so, ich hätte gerne etwas verändern. Und ich habe auch gesagt, SECO sollte eigentlich ein Dienstleistungsbetrieb für die Wirtschaft sein. Und das ist nicht unbedingt gut. Kann man denn in der Politik gar nicht viel verändern? Ja, es ist ja so, dass man einfach ein Steinchen ist. Oder? Also ein Staatssekretär kann selber allein sowieso nichts machen. Aber er hat eine ganze Crew von Leuten, die wirklich sehr professionell sind. Und alles, was dort rauskommt, muss natürlich zuerst vorbesprochen werden, nachher im Parlament besprochen werden, nachher bei dem Bundesrat durchgehen und dann nachher noch. Und die Ideen, die man dort hat, die sind am Ende. Also bleibt leider meistens nicht mehr sehr viel übrig. Der hat jetzt einen Film gemacht über Arbeitslosigkeit. Was sind so eure Erfahrungen? Also mich hat ja einfach mal Wunder genommen, was heisst das arbeitslos? Oder? Ich meine, beim SECO bin ich ja dort zuständig gewesen, aber ich habe natürlich das eher ein bisschen aus der Distanz gehabt. Und ich wollte mal wissen, was heisst 27% Arbeitslosigkeit in Spanien? Und was heisst 3% nicht arbeitslos oder in der Schweiz oder in Südkorea? Was heisst das? Und dort habe ich nicht einfach makroökonomisch sagen, ja, man braucht ein flexibles Arbeitsrecht und so, das braucht es natürlich auch und das bringe ich am Rand auch. Aber ich wollte das Schicksal zeigen und wie die Leute mit dem Thema umgehen. Ursprünglich wollte ich nämlich einen Film machen, ein bisschen abstrakteren Film über, wie einzelne Kulturen mit einem gewissen Problem umgehen. Und dann habe ich gemerkt, das wird eine sehr abstrakte Geschichte und habe mich auf die Arbeitslosigkeit konzentriert. Wie war die Erfahrung jetzt zum Beispiel bei Menschen in Korea? Ja, also dort ist der Erfolg, der ja enorm ist, ein wirtschaftlicher Erfolg in den letzten 50 Jahren, ist ja absolut beispiellos. Aber der Stress, der dahinter ist und den alle Leute haben, ist natürlich enorm. Und es ist auch nicht für nichts, dass Korea eine der höchsten Selbstmordraten hat. Oder? Alle sind gestresst, es ist ein gesellschaftlicher Stress, es ist ein Stress, weil man nicht zwar eine Arbeit hat, aber nicht die man gerne will, die gesellschaftlich nicht richtig positioniert ist.
Und das ist, ich muss sagen, dass die Lebensqualität dort ist an einem etwas beschränkten Ort und ist sehr, sehr auch auf Geld und auf Konsum ausgerichtet. Wir haben einen kleinen Ausschnitt aus dem Film, wo man Schüler sieht, die sich sozusagen vorbereiten auf ihre Prüfung und mit welchem militärischen Drill das zu und her geht, das hört man und sieht man in so einem kurzen Ausschnitt. Also, das waren jetzt nicht Demonstranten, sondern das waren junge Leute, die hoffen, dass sie nicht durch die Prüfung haben. Also das sind junge Leute, die ihren Kolleginnen und Kollegen, die wahrscheinlich ein Jahr jünger sind oder älter sind, die denen sagen, Mut machen für die Prüfung. Weil alles passiert an einem Tag in Korea. Das ganze Volk ist lahmgelegt, es ist eine totale Hysterie. Oder? Und das ist die Prüfung. Und von dieser Prüfung, von dem Tag, wird bestimmt, ob einer im Leben glücklich werden oder nicht. Furchtbar, oder? Ja. Gegenbeispiel. Dort, in Korea ist der Erfolg wirtschaftlich. Die Leute verdienen Geld, sind unglücklich, wenig Arbeitslosigkeit. In Spanien 27% Arbeitslose. Bei den jungen Leuten ist es noch, sagt man, massiv mehr. Was sind denn dort eure Erkenntnisse? Also dort ist natürlich real. Ich meine, da hat es zu wenig Arbeit. Es hat auch zu wenig Arbeit, weil man während dem Bauboom vor etwa 10 Jahren extrem viele Migranten reingelassen hat. Und die bringt man jetzt nicht mehr los, die gehen natürlich nicht mehr heim. Und das hat zur Folge, dass viele, auch hauptsächlich junge Leute, einfach keine wirkliche feste Arbeit mehr haben. Oder? Und, aber alle arbeiten ein bisschen. Alle arbeiten ein bisschen schwarz. Und alle hocken halt auch bei der Mama, wenn es nötig ist. Und alle helfen vielleicht auch einander in der Und Familie. alle helfen bis zu einem Grund. Ja, auch noch, das ist vielleicht auch noch wahr. Aber ja, die Lebensqualität ist nicht wahnsinnig schlecht. Also wenn Sie, man sieht schon, dass viele Läden zu haben oder Firmen zu sind. Aber beide sind voll. Mhm. Also das heisst mit anderen Worten, ihr möchtet lieber in Spanien arbeitslos sein, als in Korea ausgegliedert aus der Gesellschaft. Seid ihr ein Weltverbesserer? Nein, das nicht. Aber das stimmt. Also ich will lieber in Spanien sein. Also Weltverbesserer bin ich nicht, aber ich will den Leuten zeigen, was ist Arbeitslosigkeit. Man tut ganz oberflächlich sagen, 27%, das ist ja wahnsinnig und so. Und ich meine, die Zahlen, die stimmen sowieso auch wieder nicht. Ich meine, auch wenn Politiker fragen, sagen, ja, die Hälfte stimmt vielleicht und die andere halt nicht. Aber was ist schon Arbeit? Ist es ein langer Vertrag, einer mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten, oder ist Gelegenheit Arbeit? Ist das keine Arbeit? Ist doch auch Arbeit. Also von dort her gesehen geht es mir einfach darum, dass man das Phänomen Arbeitslosigkeit ein bisschen differenzierter anschaut und nicht einfach plump sagt, ja, das ist schlimm und dieses und jenes. Ihr rackert euch ab, engagiert euch für diese Filme, finanziert sie noch selber. Was finden eure beiden Kinder? Jetzt verjubelt der Vater sehr, wo wir schon lange darauf warten. Ja, nein. Der eine ist in grünen Gebäude in China. Also das heisst, die Green Buildings in China, und das ist natürlich, Chinesen haben das natürlich sehr gern, dass Schweizer Technologie in diese Gebäude kommen kann, weil Pollution ist natürlich ein Riesenthema. Ja. Und meine Tochter hat jetzt einmal 2 Kinder und ist aber eigentlich auch ein bisschen Arbeitstherapeutin und auch Bildungstherapeutin. Sie hat sogar gedacht, sie können das auch über Filme machen, und darum sind wir zusammen in der Filmschule. Ihr seid jetzt gleich 70? Ja, schon lange gewesen. Schon lange gewesen? Ja. Sieht man euch nicht an. Filme machen halt ganz offensichtlich jung. Heisst das, ihr seid ein glücklicher Mensch, weil ihr auch noch arbeiten könnt? Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, Gesundheit ist natürlich mal das Erste, oder? Nicht nur physisch, sondern auch geistig. Ich meine, ich bin auch noch neugierig, ich wollte das auch sehen. Ich wollte nicht reisen, irgendwie Sachen anschauen, die in jedem Buch viel schöner kannst eigentlich anschauen als dort, sondern wenn ich reisen und dort bin ich neugierig, dann will ich dann eben auch etwas erleben, was man sonst nicht erlebt. Und ich muss sagen, da habe ich eine tolle Crew, die das mit mir zusammen vorbereitet und macht. Und also denen kann ich eigentlich danken.
Gibt es einen nächsten Film? Wahrscheinlich. Da freue ich mich drauf. Danke vielmals, Herr Sitz. Ja. Und macht vielen Leuten Mut, dass es nie zu spät ist, noch einen oben drauf zu geben bei ihrer ganz persönlichen Karriere. Gut. Alles Danke. Gute. Ja. Danke vielmals. Da über die Scherbe lasse ich euch rausgehen. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Wenn jeweils so königliche Hochzeiten oder royale Geburtstage stattfinden, dann interessiert es einem ja immer noch ein bisschen weniger, wer denn die Protagonistinnen sind, die da unterwegs sind, sondern viel mehr die Hüte. Da werden ja ganze Gemüsehandlungen auf dem Kopf umeinander gedreht oder Gartenbeet gezeigt. Und kann man am Schluss eigentlich nur noch sagen, vive le Chapeau. Und Chapeau ist ja gerade das Stichwort für meine nächste Gesprächspartnerin. Sie hat nämlich unter diesem Namen seit über 30 Jahren in Basel ein wunderbares Hutgeschäft und sorgt dafür, dass Basler wohlbehütet durch die Landschaft gehen und wir vielleicht hoffentlich auch heute Abend hier in diesem Studio. Herzlich willkommen, Maria Hippler. Maria Hippler, und jetzt weiss ich es für immer. Ihr zieht euren Hut schon ab. Ist das normal, dass man immer gerade auch als Modistin und Hutmacherin den Hut jeweils gerade abzieht? Nein, das kann man eigentlich machen, wie man will. Für Herren, wann hat man den Hut noch an und wann hat man ihn ab? In der Kirche würden abziehen. Ja, aber am Tisch in einem Restaurant Würden auch abziehen. auch abziehen. Und sonst, für von aussen, hat man einen an. Unbedingt, ja. Sagt man eigentlich bei eurem Metier Hutmacherin oder was ist die richtige Bezeichnung? Modistin. Modistin. Ein aussterbender Beruf. Nein. Gibt es noch Nachwuchs? Ja. Gerade eine von mir, die ich jetzt noch die letzte ausbilde, sitzt da. Eine Lehrtochter. In welchem Alter? 61. Habe ich richtig verstanden? Ja. Nicht 16? Nein, 61. 61? 61. Und sie macht noch bei euch die Ausbildung? Ja, das war ihr grosser Wunsch und sie ist hoch motiviert und begabt. Toll. Aber das heisst, ganz junge wagen so einen Beruf jetzt vielleicht nicht mehr nachzugehen? Doch, doch, es gibt schon. Was sie nachher machen, weiss ich natürlich nicht. Früher hat der Hut bei einer Dame immer zum wichtigsten oder mindestens zweitwichtigsten Kleidungsstück neben dem Rock gehört. Wieso ist das heute nicht mehr der Fall? Also ich denke, die Beschleunigung des Lebens generell. Und die Berufstätigkeit der Frau, das Auto, legere Kleidung. Für viele ist der Hut irgendwie ein unbequemes Accessoire. Hat man denn früher auch Hüte getragen, weil man vielleicht Kleider nicht so fleissig gewechselt hat Das stimmt. wie heutzutage? Ja, das ist so. Also, als ich die Lehre gemacht habe, sind die Kleider, das war im 1959, viel teurer als heute. Da hat es keine asiatischen Kleider, kein China, keine Bangladesch-Kleider gegeben. Und dann hat man das, was man schon vom letzten Jahr oder vorletzten Jahr hatte, hat man dann einfach aufgemöbelt mit einem neuen Hut. Was kommen für Kunden zu euch? Alles. Von 25 bis 90. Männer und Frauen. Also das heisst, Basel ist eine Hutstadt. Kann man das so sagen? Ja, Basel hat am meisten Hutgeschäfte in der Schweiz. 4. 3 mit einem angeschlossenen Atelier. Und offensichtlich geht es allen gut. Was ist das Grundmaterial jetzt, wenn man so einen Sommerhut machen will? Wie fällt ihr an jeweils? Grundmaterial jetzt zum Beispiel von so einem ist eigentlich ein Konus. Ja. Und das ist das Geflecht. Und damit es alle wissen, wir flechten nicht selber. Das wird ich immer gefragt, oder? Das wird eingekauft. Und das ist jetzt ein besonders feiner, ich habe noch einen grossen alten Bestand. Und aus was besteht das Geflecht? Das besteht aus Agavenfasern. Wie entsteht denn jetzt aus so einem doch relativ formlosen Gebilde so etwas wie jetzt hier zum Beispiel der violette Hut vor mir steht? Man braucht einen Kopf. Also für den Kopf braucht man immer eine Holzform, egal was für eine Form. Und dann zieht man ihn drüber und der Rand wird aus der Hand geformt.
Ich habe nicht für jeden Rand habe ich eine Form. Und die meisten formen mir aus der Also Hand. das heisst, es braucht ganz viel Handfertigkeit? Ja. Ja. Und lässt sich das Material nachher auch so stabilisieren? Ja, es gibt Appretur, extra für Stroh und Filz. Und das ist ein bisschen wie ein Lack. Und der hebt dann. Und wie lange schafft man denn, bis so ein perfekter Hut entsteht? Total unterschiedlich. Also manchmal hat man 3 Stunden, manchmal 2 Tage. Kommen die Leute schon mit einer klaren Vorstellung zu euch? Ja, es gibt beides. Eine klare Vorstellung. Oder sie kommen rein, ich möchte gerne einen Hut. Und dann sage ich, schauen Sie mal um, was Ihnen gefällt. Und dann fängt man an, auszulesen. Und manchmal gibt es 5, die passen, und manchmal gibt es nur 2. Sagen viele Leute, ja, ich möchte schon gerne einen Hut tragen, aber weißt, mir stehen Hüte nicht. Ja. Das ist wahrscheinlich der häufigste Spruch, den ihr hört. Nein, aber es Gut, die, gibt's. die zu euch kommen, die wissen schon, dass sie es möchten, aber wenn man über Hüte redet. Es ist mehr so, dass Begleiterinnen von jemandem oft sagen, mir steht kein Hut. Aber kann man jedem Mann oder jeder Frau so etwas nachher noch maßgeschneidert machen, dass sie sich wohl darin fühlen? Ja, auf jeden Fall. Doch. Also ich habe 2 Frauen in diesen 30 Jahren kennt, die ich gefunden habe, die sind besser ohne Hut. Sagt ihr das denen auch? Nein. Geschäft ist Geschäft schliesslich. Viele sagen dann, als verkeibt man die Frisur. Also, Ja, das ist natürlich ein Argument, das verstand ich auch. Aber man muss immer daran denken, der Hut sitzt ja eigentlich nur da richtig. Und da oben ist ja dann alles eigentlich hohl. Also er liegt ja nicht an der Frisur an. der Panama-Hut, das ist so etwas wie jetzt die Krönung des männlichen Hutes. Ja, es gibt natürlich total unterschiedliche. Also je breiter der Halm, umso billiger. Je feiner der Halm, umso teurer. Weil ein Flechter an einem feinen flechtet vielleicht 3, 4, 5 Monate oder noch länger. An einem Hut? An einem, der kommt ja so Ja. in der Form. Wir haben jetzt gerade Bilder, wo wir gesehen haben, wie so ein Hut geflochten wird. Also das ist wirklich eine Arbeit, die zum Teil über Tage geht, bis das Flechmaterial so weit ist, dass man es als Hut brauchen kann. Ja. Was kostet denn am Schluss so ein Panama-Hut? Also die ganz feine hat mir letztes Jahr jemand gesagt, $50.000. 50'000? Ja. 5 und 4 0? Ja. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht. Bei euch ist er günstiger? Ja, aber auch ein bisschen gröber, wahrscheinlich dann. Ja. Oder? Mein teuerster ist 310 Franken. Panama-Hüte, die werden wo gemacht? In Ecuador. Das ist ja auch komisch, oder? Ja, das ist halt entstanden dadurch, dass in Panama die ganzen Hüte verschifft worden sind und der Roosevelt, als er den Panama-Kanal eröffnet hat, hat einen Panama-Hut angehabt. Aha. Eigentlich hätte man müssen sagen, ein Ecuador-Hut hat er zu Panama getragen. Ja. Das wäre die richtige Bezeichnung gewesen. Genau. Ja. Ihr habt seit 30 Jahren das Geschäft, seit jetzt schon 74, ich darf das so sagen, ihr seht noch so blendend aus. Eure Lehrtochter ist 61. Es ist doch ein bisschen eine spezielle Kombination. Ja, das stimmt, aber interessant. Ja, zweifle keinen Moment dran. Gibt es dir auch so, sagen wir, ein Bedürfnis, das vielleicht irgendwann einmal aufzugeben oder weiterzugeben? Ich würde es sehr gerne weitergeben. Aber bis jetzt habe ich noch keine Nachfolgerin. Eure Lehrtochter? Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen meine Hoffnung, aber... Ja, vielleicht, wenn sie die Lehre fertig gemacht hat, kann man noch einmal darüber reden, ja, aber ob sie den Laden übernehmen. Ich denke, wir arbeiten dann ein bisschen miteinander. Dann wünsche ich euch weiterhin viel Spass und jetzt möchte ich doch eigentlich zusammen, wenn ihr die Bühne verlässt, am Publikum ein paar Hüte aufsetzen. Denn es nimmt mich doch Wunder, wie die Damen aussehen, wenn sie behutet sind, weil sie ja immer behaupten, sie seien das nicht. Frau, Vielleicht der Kofferhut, das wäre ja noch praktisch. Der Kofferhut? Der Kofferhut gut, wäre also. ja noch gut. Jetzt zuerst einmal euch einen herzlichen Applaus, Frau Hüpplinger. Danke fürs Kommen. Und ich gehe jetzt da noch ein bisschen... Die Dame ist das die Lehrtochter. Sehr schön. Euch steht, glaube ich, der gut, oder? Ich meine, die sieht aus wie Kate.
Und das Blau zu dem. Ihr werdet staunen. Super, oder? Ja. Das erste Mal einen Hut an. Nein, nicht das erste Mal. Zwischen ihnen auch einen. Dann darf ich euch auch noch zeigen, wie ihr aussieht. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Frau Hüpplinger, euch auch alles Gute. Vielen herzlichen Dank. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema, meine Damen und Herren. Wenn wir zurückblenden, 26. Dezember 2004 hat eine Katastrophe die Welt erschüttert, die als Naturkatastrophe wahrscheinlich die schlimmste war, die man seit Jahrhunderten so erlebt hat. Hey. 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 Es ist eine riesige Welle, eine Flutwelle, ein Tsunami über ganze Hunderte von Kilometern asiatische Gebiete übergeschwappt hat, gegen 300'000 Leute in den Tod gerissen hat, Millionen von Menschen obdachlos gemacht. Und genau an diesem Tag waren meine beiden Gesprächspartner dort in der Ferien, unabhängig voneinander, zusammen mit ihren jeweiligen Partnern. Sie haben beide ihre Partner verloren und haben sich später zufällig lernen kennen. Es ist eine tiefe Freundschaft entstanden und daraus auch eine innige Liebe. Und jetzt sind sie ein Paar und sie sind eine Familie mit 2 Kindern. Herzlich willkommen, Petra und Rainer Stelzer. Guten Abend. Es tut mir leid, wir haben auch noch ein bisschen Scherben am Boden. Frau Stelzer, wir haben Bilder gezeigt, ein Ereignis, das jetzt ein bisschen mehr als 10 Jahre zurückliegt. Löst das bei euch immer noch Erinnerungen aus, die einem Angst machen? Nein. Nein, die Erinnerungen sind da, aber dass ich dabei Angst hätte, nein. Wie ist das bei euch? Nein, Angst nicht. Aber Erinnerungen sicher. Ja. Ihr seid beide an diesem Tag da gewesen. Ihr seid am Abend vorher mit eurem Partner angekommen. Wie habt ihr diesen Moment erlebt? Wir sind spät ins Resort gekommen, sehr spät in der Nacht und dementsprechend lange geschlafen und verwacht wegen Lärm draußen. Wir sind draußen gewesen, haben irgendetwas gesehen, was wir nicht richtig einordnen konnten. Ich hatte nicht Brille an, also ja, und plötzlich ist da eine Masse gewesen. Und euch hat es sozusagen rausgeschwemmt und ihr seid irgendwo bleiben hängen. Wo genau? Ich habe immer noch Blackouts, also ich weiß das Geschehen nicht ganz genau. Ich kann mich einfach erinnern, dass ich in einer Garage war und in der Garage hat es einen Wagen gehabt und ein Golfbag. Und der Wagen hat mich zur Wand gedrückt und Golfbag hat mich nach oben gedrückt und irgendwann mal, dann weiß ich nicht mehr, und irgendwann mal war ich an einem Dach und das war das Dach von dem einzigen Bungalow, was noch stehen geblieben ist. Also ein Riesenglück. Ja, eigentlich unwahrscheinlich. Ja. Das ist der erste Gedanke, wenn man sich plötzlich wieder bewusst wird, ich bin noch da und um mich herum ist ein Chaos. Ich konnte das gar nicht anordnen. Es war überall waren Massen von Wasser. Ich habe nicht so richtig alles gesehen. Der Dach war heiß und ich habe gedacht, wow, jetzt kommen Hubschrauber, holen mich da weg. Und es kam niemand und das Wasser war immer noch da und es war lärmig. Automatischer Überlebenstrieb, keine Gefühle. Oder, Ihr seid Ärztin. Habt ihr auch sofort den Reflex haben, dass ihr das Gefühl habt, man muss helfen? Also man muss sicher zuerst sich selber helfen. Und in dem Moment, wo ich dann irgendwo eine Schuhe gefunden habe, konnte ich dann auch ein paar Sachen machen. Aber das würde eigentlich jeder machen. Hat man an Partner gedacht? Ja, klar.
Das war aber weg. Wie war das bei euch, Herr Stelzer? Anders in dem Sinn, ich habe mich am Morgen von der Frau verabschiedet. Wir haben das Morgen gegessen, früh am Morgen. Und haben auch etwas gespürt, ein bisschen Erdbeben, aber nicht wahrgenommen, dass irgendetwas Größeres könnte sein. Und meine Absicht war, zu tauchen auf Zimmern Islands. Und ich war dann im Hafen Taplamu, haben aber nicht ausfahren, weil es noch einen Defekt am Boot hatte. Das hat dann so schwer auf dem Meer raus gesehen, was passiert ist. Haben dann dort warten und haben dann das Ganze mitbekommen, quasi, wie es zuerst das ganze Meer rausgezogen hat. Wir haben in der Badewanne einen Stöpsel rausnimmt und dann nachher hat man dann gesehen, dass das Ganze wieder retour kommt. Und wir sind dann gerannt und ich bin auf den Wasserturm rauf und schadlos in dem Sinne das überstanden. Aber realisiert, was wirklich passiert ist, das hat man dann erst einen halben Tag später. Eure Frau hat es nicht überlebt, genauso wie euer Partner. Fährt man da sofort nachher, wenn man mal realisiert hat, was passiert, an Versuchen? Sofort nicht, nein, weil das war immer noch voll Wasser, überall Trümmer und man geht halt mit den Verletzten und probiert denen, die da sind, einfach zu helfen. Suchen, das beginnt dann später. Ihr habt von dem Ort, wo eure Frau war, nicht mehr gefunden? Nein, ich bin mit einem Kollegen wieder aus dem Taplamu auf Kalak, also an den Strand über und dann realisiert effektiv, oder, dass die Hotel und alles nicht mehr nun ist und das Desaster gesucht. Ich habe in der ersten Phase nach meiner Frau gesucht, weil es hat überall Leichen gehabt. Und dann ist aber dann sofort auch wieder Panik, wieder die Heise ausgestiegen, es kämen wieder Wellen und so weiter. Und dann ist man dann gegen den Abend an den Hang rauf und die erste Nacht einfach mal im Ungewissen verbracht. Da hat euer Partner tot gefunden auf einem Areal von einem Kloster und hat ihn auch dort nach thailändischen Riten in dem Sinn beerdigt, respektive kremiert. Irgendwann muss man dann wieder zurückgehen in die Schweiz. Wie, mit was und als was für ein Mensch kommt man in die alte Umgebung zurück? Als ein Trümmer kommt man zurück. Also, man hat 4 Nächte nicht geschlafen, man lebte wie ein Amok, man war Zombie. Nur in der Bode, also genau Zombie und Flipflops und es dreht sich alles nur um Wasser und Asche und einfach, man kommt mit ganz anderen Bildern und Erlebnissen dann in die Schwanz und hier ist man wirklich dann einfach ein Zombie. Und man sucht nach Routine, man sucht nach Zuneigung, man sucht nach Hilfe und entweder man hat das oder nicht. Was hat euch denn geholfen beim Zurückkommen? Routine, also Routine. Routine war, dass ich dann zurück in die Arbeit gehen konnte, dass ich jemanden hatte, der mir am Anfang gesagt hat, ja, du musst etwas essen oder hat mir Essen gebracht oder gekocht. Also so ganz einfache Sachen. Ich habe Routine vergessen. Ich habe im ersten Monat bin ich mit dem Auto in Zürich gefahren, habe aber nicht gewusst, dass ich für Parkieren Geld brauche und habe Hunderte von Franken Bußen angesammelt. Also ich bin heute noch der Zürcher Verkehrspolizei dankbar, dass sie das dann zurückgenommen haben. Ich bin wahrscheinlich seitdem bekannt. Ja. Also man ist wie in einem völlig anderen Film. Ist das euch auch so gegangen? Ja. Also man lebt in einem totalen Ausnahmezustand. Uns ist es in den ersten Tagen auch so gegangen, dass man am Abend nicht gewusst hat, ob man etwas gegessen oder nicht. Das Einzige ist reflexmäßig, also man hat getrunken. Also einfach trinken. Aber sonst lebt man wirklich einfach komplett. Ihr habt eure Frau nach 2 Monaten können, in dem Sinn DNA-mässig mindestens identifizieren. Ist das wichtig gewesen, zu wissen, dass der Körper irgendwo ist geortet wurde? Nein, also ja, aus heutiger Sicht schon. In diesen Phasen versucht man sich immer irgendwo auch wieder irgendwie eine Logik zu geben oder für ein Geschehen, wo halt einfach so ist. Und in der Anfangsphase, wo man sie nicht gefunden hat, habe ich gesagt, okay, das soll auch so sein, in dem Fall, dass man sie nicht findet, dass ich sie ja gar nicht irgendwie so muss sehen. Wir haben sogar einen kurzen Moment entschieden, weil es Schwierigkeiten gab mit einem chinesischen Programm, die DNA-Analyse, dass es ungenau wäre,
dass man zurücktreten vom Suchen. Hat er das nicht gemacht und sie ist letztlich gefunden worden. Aber mir ist es dann wichtig, trotzdem mit der Meldung auch vor Ort sie selber noch mal quasi zu identifizieren. Die haben einander per Zufall lernen kennen. Ist die Basis auch das gemeinsame Erlebnis gewesen? Ist es einfacher, mit einem Menschen, der das Gleiche erlebt hat, überhaupt ein Gespräch zu führen oder vielleicht eine Freundschaft anzufangen? Am Anfang sicher nicht, also nicht für mich. Also, er war für mich in einer absolut anderen Situation. Er war ein verwitweter Mann und ist da wie verspätet gewesen in dem Ablauf. Und für euch? Es war sehr wichtig mit der Austausch. Wir sind das 4. am Anfang, wo unsere Leute gesucht haben. Niemand hat es gefunden. Aber als wir nachher zurückgekommen sind, ist der Austausch ist die einzige Möglichkeit gewesen, mit Leuten zu reden, die das Gleiche erlebt haben. Hilfeleistung muss die Familie bekommen, hätte können, psychologisch und so weiter. Aber mir persönlich hat der Austausch mit diesen Leuten am meisten geholfen. Aus Freundschaft irgendwann ist das entstanden, ist auch Liebe geworden. Ist die Basis jetzt so ein gemeinsames Erlebnis nicht auch ein heikler Punkt jetzt bei einer Geschichte, wo man plötzlich wieder zu jemandem eine Zuneigung empfindet, der eigentlich das gleiche Schicksal erlebt hat, aber jemand anderes verloren? Also mittlerweile ist es sicher kein heikler Punkt. Ungefähr. Wir sind, es ist nirgendwo in der Beziehung eine tickende Zeitbombe. Wir haben alles erlebt. Wir wissen, was das heißt, jemanden zu haben. Und nein, umgekehrt. Nein, das gehört zu unserem Leben. Das gehört zu unserem Leben. Wie oft redet ihr zusammen noch über diese Zeit? Über die Thematik selber denke ich sehr wenig. Also jetzt nach 10 Jahren war es natürlich wieder ein Thema gewesen. Wir haben eine gute Freundin in Thailand, wo gestern ist das Mädchen von einer Person bei uns auf Besuch in der Schweiz. Dann ist das immer wieder ein Thema, aber es ist nicht das Thema von der Katastrophe als solches. Sondern es ist einfach, das begleitet einen bis... Ja. Ihr seid in der Zwischenzeit geheiratet, habt 2 Kinder, 3-jährigen Sohn, 6-jährige Tochter. Kann man dir erklären, dass jetzt Wellen etwas ganz Gefährliches sind, ohne dass man einem Kind Angst macht vor dem Wasser? Ja, also sie geht wahnsinnig gerne ins Wasser. Also, und zwar seit sie jährig ist, springt sie einfach überall rein. Das ist schon mal sehr beruhigend. Und auf der anderen Seite, das Erklären braucht es gar nicht. Also sie ist mit einer Erklärung an und für sich gekommen, die sie auch im Film gesehen hat. Und dann, wo wir mal mit jemandem darüber geredet haben, ist das für sie ganz selbstverständlich. Es ist eine grosse Welle gekommen und hat Leute mitgenommen und erklärt das in einer absoluten Selbstverständlichkeit und Logik. Der hat gesagt, er geht regelmäßig nach Thailand. Das heisst, mit guten, traurigen Gefühlen oder mit freudigen? Das kann sich fast niemand vorstellen oder man glaubt mir das nicht, aber wir gehen dort wirklich mit freudigen Gefühlen. Wir haben uns das alles hart erarbeitet. Die ersten Besuche, die waren schlimm, katastrophal, das war Horror. Die ersten 2 Jahre war das Thailand für mich, ich musste dorthin, weil dort waren die Leute, die das auch erlebt haben, aber es war schlimm. Aber jetzt, wenn ich dort bin, ich habe so viel Positives jetzt in meinem Leben. Wir haben so viel Positives von Thais bekommen. Nein. Gibt es dir auch so ein Gefühl, wieso hat es mich nicht verwünscht und hat es jetzt die Partnerin oder der Partner? Am Anfang ist das ein riesiges Thema. Also bei mir mindestens wo man sich sogar auch fast irgendeine Schuld sucht oder irgendetwas. Warum jetzt ich oder nicht? Aber es gibt einfach keine Logik. Es hat nichts mit Kraft zu tun, es hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern es ist einfach Zufall. Zufall. Ja, reiner Zufall. Andere würden jetzt sagen, der Glaube sagt mir, dass das in dem Sinn ein Schicksal ist. Kann man an das glauben? Nein. Also. Ich glaube, Schicksal ist so schwierig, oder? Weil am Anfang stellt man sich sogar zur Frage, oder ist es jetzt ein Dürfen gewesen, dass sie sterben können und ich für mich ein Müssen noch weiterzuleben? Ja. Oder umgekehrt, oder? Von dem ist es schwierig zu sagen, ob es einfach ein Schicksal ist. Es ist einfach so. Ihr seid jetzt wirklich glücklich, seid auch in dem Sinn wahrscheinlich sehr sorgfältig zueinander. Kann man sagen, dass so eine Erfahrung
möchte jetzt das nicht beschönigen, aber auch etwas wahnsinnig Positives kann haben für sein eigenes Leben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand mit uns tauschen möchte. Die Erfahrung ist sehr hart und dass er so rauskam, ist ein Wunder und für mich selber unglaublich, wenn mir jemand 1 Jahr, 2 Jahre nach Tsunami sagen würde, so wirst du heute da sein. Unvorstellbar, oder? Man hat sich selber und man wurde konfrontiert mit Traumatisierten und Opfern und nie mehr zufrieden und so. Dass er so rauskommt. Aber doch ein Gefühl von Glück? Sicher, ja. Und ich weiß, es ist eine ungeheure Lebenserfahrung, oder die man mitnimmt. In Bezug auf auch vielleicht Gelassenheit auf gewisse Sachen oder Selbstverständlichkeit für gewisse Sachen. Das ist zurückzuführen auf das. Ja. Also uns gegenüber sind wir sicher sehr gelassen in der Beziehung, aber sonst ärgere ich mich im Alltag genauso wie im Straßenverkehr. Im Verkehr, oder Zug hat Verspätung und so. Das ist gleich. Hat mich nicht abgehärtet. Immerhin, all die schrecklichen Erfahrungen haben euch zueinander gebracht und ich denke, wir haben auch eine sehr wichtige und gute Voraussetzung gebracht, dass man sich versteht und dass man aufeinander Rücksicht nimmt. Und von dem her danke ich euch ganz herzlich, dass ihr bereit seid, darüber zu reden. Wir wünschen euch weiterhin und euren Kindern gute Zukunft und Glück. Merci. Danke vielmals. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung. Wir haben euch hoffentlich ein paar Ideen geben und farbig geht es jetzt auch nächste Woche wieder weiter. Farbig, genauso wie das Leben ist. Aber vorher sorgt für entsprechende Farben noch das NZZ-Format, das jetzt auf dem Programm steht. Und wir, wie gesagt, sehen uns in dieser Sendung, wo man nie nur aus Langweile schaut. Nächsten Donnerstag am 25. ab 10 Uhr. Sehen auf euch. Bis dann. Wir machen Feierabend. Ciao zusammen.